Servus miteinander, ich wünsche euch allesamt ein gutes neues Jahr. Ich habe ein kleines Best-of-Video mit alle Parodien aus 2023 zusammengestellt und damit wünsche ich euch viel Spaß. Schoß, du musst mir helfen, ich hab nämlich eine neue Lederhosen, komm grad frisch von der Stanz und hab mir schon ordentlich einen. Mama Leone, das ist ja statt ein Export. Gib her die Patrone. Aber vom Gas. Da kommt der Schädelweh Express, nächster Halt Delirium. Weißt du, was das heißt? Na, was denn? Interstellarer Atomsuff. Weizkruzifix! Ich glaub, du spinnst ein bisschen. Sag mal, was möchtest du, fetter Zigeuner, oder hau ab? Ja, ich wollte nur meine Hämmer da abholen. Mir braucht den Fraß keiner oder an. Mit Ausnahme vom Leberkäse. Noch nie in meinem Leben probiert. Und auch nicht vor. Du hast noch nie eine Leberkäse gehabt! Um Gottes Willen, das müssen wir ganz schnell ändern. Bleib mal weg mit dem Zeug. Aber Helmut, das ist ein Stück bayerische Kultur. Nix da. Glaub's mir, die tut dir gut. Ich glaub, du spinnst. Dass wir noch die Arterien verstopfen. Natürlich gibt's auch was Gesünderes. Dafür schmeckt's einfach himmlisch. Auf geht's, Bursch, bring rein. Ich hab ein gratis Augustiner. Na, meine Mama sagt, ich darf nicht. Was? Junge gewinnt lebenslang Augustiner-Vorrat. Hey, Bur, Lust auf ein gratis Augustiner? Oh ja! Gut, dass du damit zu mir gekommen bist. Dein alter Herr kann nämlich mit Fug und Recht behaupten, dass er Experte auf dem Gebiet Frauen ist. Michi, Weiber sind genau wie, der Kühlschrank. Ungefähr 1,70 groß, riechen manchmal nach Fisch. Die richtig guten sind 2 Zentner schwer. Oh, besserer Vergleich. In Wirklichkeit ist eine Frau mehr wie ein Bier. Riecht gut, schaut gut aus. Und wenn's dann Bläschel in die Öffnung steckst, wird's feucht. Und man kriegt nie nur von einer. Darum schnappt man sich gleich das nächste Madel. Bäder, was machst du denn da? Ich zieh aus. Warum? Weil du mir verboten hast, meine Späßel zum Kartenspielen einzuladen. Wie stell ich denn jetzt vor denen da, als ob ich daheim überhaupt nichts zum Sagen hab? Du hast da aber nur Bierdosen und eine Playboy-Zeitschrift eingepackt. Ich bin Minimalist. Das reicht mir zum Leben. Du, Gerd, Ja, Helmut? wir haben eine Kundschaft, die möchte der Leberkassemi. Aber angebraten. Mit Röstzwiebeln. Und am kleinen Klecks Mittelschafen. Okay, komm sofort. Du Helmut, hör mir mal zu, ich wollte mich noch bei dir entschuldigen. Ich hätte dir nicht so auf die Nerven gehen sollen wegen dem Leberkäse. Geschmäcker sind eben verschieden. Ich halt's nicht aus. Und wenn das nicht der Fall ist, muss ich das eben akzeptieren. So, fertig. So, genug gelernt da die Song. Jetzt ist, glaube ich, wieder an der Zeit, sich ganz gemütlich den Spargel zu schälen. Womit werden wir uns denn heute beglücken? Ein ganz klarer Fall fürs Bierradl. Oh ja, heute wird's pervers. Ach Michi, so schlimm kann's doch gar nicht sein. Ich frag dich einfach mal ab. Schauen wir mal, wann genau fand der Zweite Weltkrieg statt? Nach dem ersten? Na, Vor dem dritten? ein verfluchtes Datum. Alter Michi, du bist ja echt dumm wie ein 5 Meter Feldweg. Ich weiß, und wenn ich das Jahr durchfall, dann werde ich zum Schluss noch so ein richtig inkompetenter Busfahrer, den die Eltern ihren die Kinder nicht anvertrauen. Frau Sieber, die Kleine hat den Arsch von ihrer Mutter. Borzenstüberl Obersiersbach, Franz am Apparat. Servus, ich suche meinen Blacksuff von Vater. Nachname Radler, Vorname Noah. Wart kurz, ich schau einmal. Ich suche halt Noah Radler. Schaut's einmal an eine Plätze, ob da Noah Radler ist. Er kommt schon mal, du musst doch irgendwo Noah Radler sein. Das wundert mich nicht, dass du auf der Suche nach dem bist, du alter Bierbanscher. Da fehlt aber mein weiß Trachtenhemd. War keins dabei. Aber sicher war das da dabei, jetzt gib's mir halt. Ich hab kein Trachtenhemd von dir gehabt, fix. Ach so, jetzt kommst du mal alles auf die Art. Ich kann ja auch anders. Ja, das möchte ich sehen. Jetzt rück mein Hemd raus. Da hat der Mau das Loch lassen. Hau da gleich aufs Na Maul. gut, ich ruf deine Alte an. Ich hab keine Angst vor meiner Frau. Na ja, na schauen wir mal, wer von euch beiden daheim die Hosen anhat. Gute geh, ausgeschamter Hund. Dafür nimm ich das Beutel vom Söder mit. Ja, hängst du übers Ehebett, damit die Frau mal was anderes sagt als deinen riesigen Kessel, du Fettbatzen. Oh, da sind's ja meine kleinen Geschmacksgranaten. Oh, ich bin im Himmel. Keine Sorge. Papa ist ja da und lasst euch nimmer allein. Helmut? Helmut, bist du das? Gerd, was treibst denn du so früh da? Ich richt bloß schon mal einen Oberarzt für morgen her. Und was machst du da? Ich hab mein... Warum ist der Leberkastel so offen? Und warum schaust du so hungrig aus? Du stehst auf Leberkassemen, hab ich recht, du alter Fuchs.
Oh, jetzt Kim, schenk die halbe Bier ein. Oh, Scheimer muss. Ja, richtig schön Scheimer. Und jetzt gibt's Limo dazu. Ja, schön langsam. Dass ich auch was davon hab. Du weißt ja, dass ich auf Sauereien stehe. Oh, mei, was ich mit dir anstehen darf. Was? Nein, es ist nicht so, wie es ausschaut. Ich hab mich bloß verklickt und vor mir hat sie die Seiten aufgemacht. Und es ist ja nicht so, als ob es alkoholfreies Bier gewesen ist. Es war alkoholfreies Bier. Es war alkoholfreies Oettinger. Ja, der Doktor hat gesagt, die kämen durch den Hintereingang. Na, das kannst du vergessen. Du bleibst weg von meiner Wurstschleißen. Warum fangen wir nicht einfach mit einer leichten Massage bei der Tante Rosetta an und schauen, wohin das Ganze führt? Bleib weg mit dem Analtorpedo. Komm her, du Hundling. Kannst du einmal an irgendwas anderes als immer nur Sauferdinger? Das kann's ja bald echt nimmer sein. Man sagt ja nur noch mit der Flasche Bier in der Hand rumlaufen. Dass sogar schon die Nachbarn bewegen. Jeden zweiten Tag kann ich in meinem Vorgarten zusammenklauen. Du bist ja schon im Unterbier. Los, ständiger sich das Gerät aufladen. Das kann doch nicht gesund sein. Also hör mir jetzt endlich einmal zu, denn ich brauch ganz dringend ein Rad wegen meiner neuen Lederhosen. Ach so, na dann. Interstellarer Atom. Wenn du mir jetzt nicht gleich zuhörst, streich ich da eine auf, da kannst du aber sicher sein. Hey, kannst du uns mit Bier versorgen? Ihr Schulbuben dürft doch noch gar nichts trinken. Ah, ich hab gewusst, du bist der Schwachschwaber. Nein, jetzt mal runter vom Gas. So, wer ist jetzt der Schwachschwaber? Ja, merci dir, aber was wir noch brauchen, war eine Flasche Blutwurz. Buben, der haut halt ganz schön rein. Sagt, ich hab euch gesagt, das ist ein Schwachschwaber. Nein, runter vom Gas. Herr Meyerhofer, haben Sie oder haben Sie nicht stark alkoholische Getränke an Minderjährige verteilt? Na, euer Ehren, das hab ich nicht. Hab ich dir nicht gesagt, dass der Typ ein Schwachschwaber ist? Nein, jetzt mal runter vom Gas. Ach so, na sag's halt dann gleich. Du fragst genau den Richtigen. Warum das? Weil der Onkel Schoß ein ganz besonderes Händchen für die Miezen hat. Sag mir einfach mal, du bist die Weißwurst und sie ist die Kühle. Leckere. Schoß, reiß dich zusammen. Warum hast du eigentlich eine Weißwurst in deiner rechten Hosentasche? So eine blöde Frage. Ich brauche ja was, das in den Händelmeier-Senf tauchen kann, den ich in meiner linken hab. Du hast einen Händelmeier... Jetzt mach einfach weiter. Sag mir einfach mal, du bist die Weißwurst und sie ist die Stöttner Export. Dann gehst du einfach zu ihr dahin und sagst, du, wie schaut's aus mit uns zwei? Und dann geht's schon dahin. Ja, Franzi, du hast dich wahrscheinlich schon des Öfteren gefragt, wo das ganze Geld herkommt, um einen übermäßigen Alkoholkonsum zu finanzieren. Heute sag ich's da. Ey, ihr Geschwollschädeln, ab auf den Boden, das ist ein Überfall! Wenn sich der Hans Wurst bewegt, dann da schießen. Papi kann das nicht. Es hilft nix, wir haben nur noch einen Kasten Augustiner. Pap! Unsere Masklug-Sheriffs von Obersiersbach sitzen gerade noch beim Weißwurstfrühstück auf der Wacht. Das sollte uns ein paar Minuten verschaffen. Auf geht's, pack schon mal den ersten Stoß ein. Wer hat da herin was zum meinen? Das war da die. Was tust du denn? Du hast gesagt, ich soll schießen, wenn er sich bewegt. Ah, er war der Einzige mit der Kombination für ein Tresor. Ja, fix. Herrschaftszeiten, Abbruch. Das wär nix mehr. Pack geil, was wir haben. Wir verziehen uns. Helmut, können der Rudi und ich heute Nacht bei dir schlafen? Ich hab in mein Bett geschissen. Mach, wie du meinst. Merci. Ist gut. Obacht die Kim. Lutsch einmal ein Stickel, du gewamperter Zigeuner. Ja. Ach ja, und du hast nicht nur eventuell eine gute Nachtweizen für mich. Ja, irgendwo bestimmt. Ey, Michi, sag deiner Mann bitte nicht, dass ich ins Vogeltränke geschissen hab. Peter, ich bin's. Oh, ich bin gleich wieder da, ich muss an Michi noch was sagen. Jetzt schlaf deinen Rausch aus. Ja, gut, aber du brauchst nicht meinen, dass heute noch irgendwas läuft. Der da unten schlaft schon seit 3 Stunden. Ein Leberkassemi mit Mittelschafen? Wer hat ein Leberkassemi bestellt? Warum lasst das nicht einfach bei mir da? Der rührt sich dann schon. Ha? Auf keinen Fall. So ein Kaliber muss frisch verzehrt werden, sonst wacht ja die ganze Semi auf. Da fällt mir gerade ein, ich hab heute noch keine Brotzeit gehabt. Also... Möchte gut. Zentrale des Wahnsinns, Peter Schwemmhuber am Apparat. Peter Schwemmhuber aus Obersüßbach? Wenn das schon wieder so eine blöde Umfrage zur Kundenzufriedenheit ist, dann scheiße ich euch vor die Haustür. Servus, da ist die Rosi aus Würzburg. Du hast meine Mutter auf einer Geschäftsreise in Unterfranken getroffen. Ich glaub, du bist mein Vater. Hallo? Woher hast du die Nummer? Schau, dass du schleichst. Ja, das nenne ich mal einen Service. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Passt schon. Also, Prost. Ja, Prost. Das hab ich jetzt braucht. Jetzt war mir schon fast Gurgelverlust. Das war eine ganz gute Flasche, die du da ausgenommen hast. Ja, da schlaft er sich gleich viel besser. Gute Nacht, Helmut. Gute Nacht, Gerd. Da haben wir schon den Übeltäter. Was? Du hast die Gürtelschneuen auf M eingestellt, wie ein Mischgetränk.
Du musst das umdrehen auf W für Weißbier. Und du meinst wirklich, dass das was bringt? Aber hallo, Oliver mag doch Weißbier. Ich mag Weißbier, du magst Weißbier, mein Pap mag Weißbier. Ja, das macht schon alles Sinn. Bier, 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 Bier. Jetzt ist er nur da hinten. Noch einmal müssen wir mir die Sturzpsuffer von der Fahne holen. Dann werden aber ganz andere Seiten aufgezogen, mein Lieber. Da, wenn's mein Papi erlebt hast. Meine Herren, mir brennt der Arsch heute noch von der Bratpfanne. Ach Hubert, die waren alle voll entspannter nach einer halben Augustiner. Soll ich mal den Vorschlag in den Raum werfen? Also Peter, das war ja wohl die dümmste Aktion, die du jemals gemacht hast. Ich glaub immer noch, das Dümmste war, als ich die Packung Fotzen im Küchenschrank aufgerissen hab. Kreuzkruzifix, wie soll ich damit einer rechnen?